Dit is dat 10e programma. Dee Kjeenich wordt zich met Volkj toop bekjieed. Hun redner is Johan Dyck. Dat nächste Bild, wat we betrachten willen, vingen we in 2 Könige, kapitel 22 en 23, en waren in 2 Chronik, kapitel 34 en 35. We wollen in deze Geschichte zijn, wat für een groten Einfluss zum Gouden een bekjiedener Mensch haben kann op andere. In diesem Fall wieder Dee Kjeenich. Sie nomen wir Josia, en ik zie me sicher, wir wollen viel von sein Leben lernen. Wollen wir uns zuerst den geschichtlichen Hintergrund noder ansehen. Vergangene Week rede ich davon, dat Israel als ganzes Volk sich in 2 gespult hat. 10 von den 12 Stammen hadden dat noordelijk met Samarien als ihre Hauptstadt en nannten sich Israel. 2 Stammen im Süden hadden aber immer noch Jerusalem als Hauptstadt en sie nannten sich Juda. Zu die Zeit von unserer Geschichte von der gab es kein Noordrijk mehr. Ungefähr 100 Jahre vorher, wer in ihrer ständigen Gottlosigkeit, hat die Herr Israel eine Hang vom assyrischen König gegeben, dat hij das ganze Volk gefangen geführt in ein andere Länder verschleppt hat. Dat Volk Juda aber wir noch verschont geblieben, weil sie offentau in Gottes fürchten König hadden, die dat Volk dann probt war noder no Gott zu leiden. Dit hat Gott sein Gerecht über Juda abgeschoben. Juda hat auch ne ganze Reihe gottlose Könige gehad. Ein von de schlimmste wie Manasse, der Grootvater von Josia. Dat sagt in 2 Chronik 33 Vers 9 von Manasse so. Aber Manasse verfiert Juda in Dei en Jerusalem, dat sie oorje deiden aus der Heiden, die de Herr dan eenmaal verder Kinder Israel vernicht had. Als Manasse starf, kam zijn Sohn Amon nom Thron. Die wie ook gottlos. Die fang an te regieren als hij 22 jaar oud was. Aber in 2 Chronik 33, 22 sagt dat van hem zo. Hij deed wat dem Herrn schlecht geval, kraakt zo zijn vader Manasse gedonen had. Amon opfert te alle jetsen, die zijn vader Manasse gemerkt had, in dein day. Aber hij demütigt sich nicht für den Herrn, so es sein vader Manasse sich gedemütigt had, wils Amon sich sehr viel Schuld abgelot had. Amon moet sich wohl sehr viel Feind gemerkt haben, wils hij no bloß 2 Jahre von seine Diener angebracht wordt. En daar fangt onze vandaagse Geschichte an. Dat eerste wat ons opfällt hier, is dat Josia sehr jung wie als hij König wordt. Wir lesen in 2 Chronik 34, 1 so. 8 Jahre oud wie Josia, als hij König wordt, en regiert 31 Jahre in Jeruzalem. No diese Rechnung no, wie zijn vader Amon bloß 16 Jahre oud geweest, als hij, Josia, geboren wordt. Wils hij nog so jung wie als zijn vader starf, haft eine meest den Eindruck, dat zijn vader Amon noch nicht einen großen Einfluss zum Schlachten ob Josia gehad hat. Seine Mutter wird uns genannt, in nomen wir Jedida. Ohne Zweifel moet seine gottesfürchtige Mama gewesen sein, die ihren kleinen Jungen über Gott gelehrt hat, wann der Vater auch gar nicht daran gelebt. Wie es in Vers 2 sagt hat, en hij deed wat dem Herrn gut gefall, en wandelde in alle Wege von sein Vater David, en von diesen Weg kam hij nicht auf, nicht zu der rechte, noch zu der linke Seite. Wann dat sagt, hij wandelt in de Wege von sein Vater David, dann meint dat nicht, dat David sein rechter Vater war, aber dat David seine Vervor war. Hier kann wir als ziemlich leer annehmen. Gott ist bereit, in jeder nähe Familie zu wirken, wann auch der Vater oder Grootvater den Herrn gar nicht nachfolgt. Manasse und Amon waren beid gottlos. Wir sehen auch, dass eine Mutter einen sehr großen Einfluss zum Gouden haben kann, sogar wenn der Vater auch gottlos ist, oder ein Super, oder so, was die Familie am Stärk lässt. Wir fragen uns vielleicht, wo das geht,
dat een 8-Jahrger als Kjeenich regieren kan. Hij is je nog maar bloos een kind. Te die tijd weer dat zo, dat zo'n jonge Kjeenich wat Kjeenich worden, virkendig ihre Mame, ouder en verjezaden regieren. Wir komen dan het nächste bij de bekjierung van Josia en wo zich dort op am uitwerken deed. Wir lesen dann in 2. Chronik 34,3 wieder, und da sagt het, am 8. Jahr von sein Kjeenichsreich, als hij noch jung war, fang hij an, den Gott von seinen Vater David zu suchen. Dat sagt hier, dit passiert in dat 8. Jahr von sein Kjeenichsreich. Also, hij war nu 16 Jahre oud. Wat je besonders opfällt is, dat hij dan anfängt, den Herrn te suchen. Wat meint dat, den Herrn te suchen? So wie das ich dat verstehe, meint dat ein Mensch op einmal ein starkes Verlangen hat, mit Gott Gemeinschaft in Frieden zu haben. Dann fängt einer an, Donau zu fragen. Einer fängt an, in der Bibel zu suchen, wo einer zum innerlichen Frieden kommen kann. Einer geht vielleicht nur Prediger oder Jugendleiter und fragt, wo einer sich bekehren kann. Dit passiert sehr firken zwischen dat Alter von 12 Jahren und 20 Jahren. Ich denke hier an ein kleines persönliches Beispiel. Ich hatte al als ein 12-Jähriger dat Verlangen, aber ich wist nicht, wo einer sich bekehren kann. Ich denk noch daran, wo ich verken so oberst Angst hat, schlopen zu gehen, wie's ich dacht, wat wird mit mir passieren, wenn ich diese Nacht sterben soll? Ich wist aber nicht, wo ich diesen Frieden mit Gott finden kann. Ich will mich bekehren, aber ich wist nicht wo. Ich sagt nur Gott, aber ich funk am nicht. Dort wie als 12-Jähriger und 13-Jähriger jung. Endlich, als ich 16 Jahre alt war, fuhren meine Eltern einen Abend naar een Abendkirche von einem Evangelist. Und da hield ich zum ersten Mal klar, wo ich mich bekehren kann, wo ich die Wiedergeburt erleben kann. Und an dem Abend bekeerde ich mich. Wisst ihr dort, dass die meisten Menschen, die sich bekehren, daunen dort in ihre jungen Jahren, ja sogar als Kjeenich? Aber du sagst vielleicht, das geht je gar nicht. Ein Kind ist je veel te jung, um das zu verstehen. Ich will je mal ein kleines Beispiel vertellen von dem Evangelist D.L. Moody. Dem wurde mal von einem Freund gefragt, wie viele Menschen sich an einen Abend in seine Abendversammlungen bekehrt haben. Er sagt, 10,5. Der Freund geleibt, er meint damit, dass 10 Abgewassene und ein Kind sich bekehrt haben. Er aber sagt, dat is kraakt omgedreht. Da bekeerden sich 10 Kjeenich und ein Abgewassener. Die Kjeenich haben noch ein ganzes Leben für sich, aber die Abgewassener haft bloß noch ein halbes übergeholt. Diese Bekehrung hat auf den 16-jährigen Josia einen großen Einfluss. Jede Bekehrung, wenn die echt ist, wird ons Leben verändern und wird auch von anderen gemerkt worden. Das erste, was wir von Josia seine Bekehrung sehen, ist, die führt nur eine geistliche Reinigung. Wo weit wir dort? Wir lesen dort eben von Vers 3. In am 12. Jahr fang an Juda in Jerusalem von de höheren Städten in de Aschera-Bilder, in de Jatzen, in de gegotene Bilder zu reinigen, in leidversig doorbreken de Altoren von Baal. Hij leidt die te bieten breken, so fien als Grüß, en streide ab die Gräber von die, wat to an je opvat houden. Hij verbrennt de knurkes van de Jatsenpriesters ab de Jatsenaltors, en also reinigt hij Juda in Jeruzalem. Josia wie nu al 24 jaar oud. Seine Bekehrung hat dazu geführt, dass er den Jatzendienst im Land Juda nicht mehr ansehen kann. Was wären die höheren Städten? Dat wir auf dem Berg, und gewöhnlich wir da boven in Bosch mit Schautenbeim. Hier gleichten die Menschen taub zu kommen, ihre Jatzen anzubeten. Was wären die Aschera-Bilder, wat hij vernichten deed? Dort wären Bilder
van een nöktje jettin. De mannen deiden Aschera aanbeden doordat ze hoererie drijven met vrouwmenschen, wat deze jettin Aschera als priesterinnen dienden. Zij leefden dat ze doordat verzecherden dat ze een vruchtbare aard en vruchtbare herden van vee würden haben. Dat wir diese Aufjetterie wurde in Juda vele jaar terug weer neergevallen, wat Josia abheven wil. Wat hij daarmet deed, wiest wel aufschuvend am dit alles geworden weer. Dit weer nog maar bloos ne Reinigung van buiten, wils dat Volk sich noch gar nicht bekehrt had. Sie sagen aber, wo junge Kjeenich darüber dacht. Dit is ook ne Leer voor ons. Wir leren hier, dat ne wahre Bekehrung daartoe führt, dat ons leven gereinigt wordt van al dat wat God niet gefällt. Bij Israël wird dat de Aufjetterie en dat onreine leven wat door met toop hangt. Wat is het bij ons, wovon wir ons reinigen moeten? Zijn dat de onreine gedanken wat we dreuren? Oder sogar dat onreine leven wat we pleitsch vieren? Is dat de Jieds? Oder is dat de Aufgunst? Is dat de Oorje über andere, wat ons vielleicht toegezaad haben? Wat is het, wovon wir uns reinigen sollen, wann wir wirklich bekehrt sind? Wir gehen aber wieder. Seine Bekehrung führt zurück nur den wahren Glauben. Wann unsere Bekehrung verholen soll, ist das nicht genug, wann wir uns Leben auch reinigen, indem wir Sünden aufleihen. Du musst wat sein, wat die Stede ernimmt, wat het beise eerst einmal bei uns anhat. En dem dat Josia kragt het rechte. Wir lesen in Vers 8 dann wieder. Am 18. Jahr von sein Kjeenichtsreich, als hij dat Land in dat Huis gereinigt had, schickt hij Safan, den Staatsversteher, en Joa, de Kanzler, dem Herrn seinen Gott sein Huis te verbeteren. De Rede is hier vom Tempel in Jeruzalem. Über die viele Jahren wo het einen aufjährlichen Kjeenich nur dem anderen gaf, wird der Tempel sehr versiemt worden, wils die meisten Menschen doch nicht mehr dem Herrn anbeten deiden. Dat is uns aller klar, dat wann einer ein Gebiet versiemt en nicht mehr brucht, dann verfällt het sehr wohl. Diese Männer sollen toe sein, dat die Tempelware in Ordnung gebracht wird. In Vers 9 lesen wir dann von den hohen Priester Hilkia, en wo hij dat Geld holen soll, wat die Priesters über die Jahren hadden opgeklagt. Dit Geld wordt aan de buurmeesters gegeven om den Tempelware in Ordnung te brengen. Dit is ook een leer voor ons. Wir zijn hier, dat Josia no seine Bekehrung sich anstrengt, den wahren Gottesdienst ware aan te vieren. Eine wahre Bekehrung bringt immer das Verlangen, Gott seinen Weg zu suchen und seinen Willen zu tun, auch am Notjoik gehen. Ich wundere dann, ob nicht auch bei uns vieles in unsere Kirchen über die Jahren verfallen ist. Oh, wir sagen vielleicht, wir holen uns an das Aule. Dat hat Josia vielleicht auch sagen können. Aber das Aule wir so weit vom wahren Glauben aufgekommen, dat hij dat oude eerste mal moest uitroden, om terug te gaan naar dat waarhaft Biblische. Bij ons Mennoniten stoven we in de gevaar, ons aan dat oude vast te houden, wat aber gar nicht dat richtig oude is. Wir holen uns werken veel Dollar an menschliche Gesetzen, als an die wahre Lehr en Schrift. Dat kann einer sehr leicht prüfen, ob wir als Kirche vom biblischen Weg sind aufgekommen. Wann in onze Kirche nicht von der wahre Geburt, oder von der Heilsgewissheit, oder vom Missionieren, oder vom Evangelisieren geredet wird, dann können wir uns sicher sein, dass unsere Kirche in viele Wege auch vom rechten Weg aufgekommen ist, und dass es nötig ist, sich zu bekehren. Wir als Predigers sollen sehr aufmerksam sein, ob unsere Kirchen wirklich Gott sein Wort verkündigen, dass Menschen sich bekehren, oder ob wir uns bloß an alle Moden holen, wat kragt so arrecht in ohne Leben sind, aus der Jetzendienst en Josia seine Tiet. Wir kommen dann nur das Letzte.
Seine Bekehrung führt dorthin, dat sie die Bibel in den wahren Glauben wahrfangen. In Vers 14 lesen wir, dat als Hilkia dat Geld uit den Kosten nahm, wat over Jahren weer verzameld worden, vond hij door im Tempel dat Buch vom Gesetz, wat Moses angegeven had. Dit is ons zeer opvallend, wils dat bewijst, dat Gott zijn woord over Jahren nicht mehr wie geleest en gepredigt worden, dat sie met de tijd nicht einmal mehr davon wisten. En andere woorden, Josia had bot dorthin noch niemals Gott sein Wort gehört. Nu op einmal fängt de Hohepriester dat Buch door im Tempel, vielleicht einer allerhand Mehl oder Draht, vielleicht auch eine geheime Stätte, eine Wand, wo ein Priester von lang terug dort eine Zeit von Verfolgung verstärken hat. Hij gaf den Safan dort, en die nahm dort nem Tjenning Josia. Wir lesen dann Vers 18, wo das sagt, in Safan, de Schrijver, zei dem Tjenning, Hilkia, de Hohepriester, haft mir een Buch gegeben. En Safan las dem Tjenning doorut ver. En als de Tjenning de Weder vom Gesetz Moses hield, terreit hij seine Kleider. Wann een Jude te die tijd seine Kleider terreit, bedeutet, dat hij een grote innerliche Not weer. Dat passiert gewöhnlich, wenn sie sehr schlechte Nachricht kriegen oder sie sich über was sehr schuldig fühlten. Diese Weder uit dat Buch hat Josia noch scheinbar nicht vorher gehört. Da wir je viele Jahre in Juda noch Hungersnot gewast, nicht wegen Brautknappheit, aber Knappheit an Gott sein Wort. Wir denken, Safan las am hier uit dat Buch von 5. Mose, uit het 28. Kapitel ver. Nu op einmal wie Josia dat ganz klar en wat für ne Gefahr hij in zijn Volk stunden. Gott hat je te Moses gesagt, dat wann zij als Volk dem Herrn nicht würden treu sein, in zijn Wort an nicht houden würden, dann würde hij veel eigentlich even anschacken en sogar durch ihre Feind loten en een fremdet Land verbannen. Josia befahl seine Diener in den höheren Priester Hilkia, dat sie Gott freuren sollen, wo dat met an nu stund, weil sie als Volk am Viren so lang antreu gewast. Diese gingen dann nur die Prophetin Hulda. En die seid, sagt den Mann, der jüngst nur mir geschickt haft, so sagt der Herr. Kijk mal, ich will euch bringen über diese Stadt, auch ihre Anwohner, all die Flüche, die geschrieben stonden in dat Buch, wat dem Tjenning vergelest wordt. Dat is daarom, wils dat Volk mij verloten haft, en andere jatter je opvat en geredet haft. Doorwegen wordt mijn oor nicht uitgelascht worden. Aber to Josia zullen die Diener sein, dat wils hij zich gedemütigt had, in de buis voor die Anstellung had, wird all dit eigenlijk nicht in seine Lebenszeit passieren, aber nur seinen Tod. Das nächste, was passiert, als Josia diese Nachricht hielt, wie dat hij dat ganze Volk taub raubt en leidt an alle Hieren, wat in Gott sein Wort geschrieben wird. Dit wird eine sehr große Erwartungsversammlung. Vers 31 sagt, in die Tjenning ging nur seine Städte, in Mürk mit dem Herrn in Bund, dat sie wollen den Herrn nachfolgen, seine Gebauten, seine Lehr en seine Gesetzen, mit ganze Seil haulen und daunen, so es dort in dat Buch geschrieben steht. Dann sagt es wieder, dat hij all die, wat toop gekommen wären, auch in den Bund leid antreten, in dat Volk die dort. Noch ein, wat Josia deed wir, dat Passafast war interferen. Für sehr viel Jahr wie dat Passafast versiemt worden, wie es dat Volk so diep in der Aufjäterie gesunken wir. Nu fiert Josia dat frisch an. Dat wir zo'n feinet en grautet Fast, to Gott seine Ehr, dat het von der Tijd von den Prophet Samuel kein zo'n Passafast mehr gegeben hat. All dit hat op dat Volk een zeer groten Einfluss, wie es dat sagt in Vers 33,
En Josia deed alle grijl uit hem land van Israël en streng zich aan dat al die, wat in Israël woonden, dem Herrn ihren Gott dienden. Zolang als Josia leeft, komen ze nicht vom Herrn ihren Gott auf. Dit is een wunderbare leer voor ons. We leren hier, dat diejenigen, wat Gott zeken en zich te ambitieren, in groten respect ook een lijf voor God zijn woord kregen. Ze mochten dat dan ook doen. En tweede wat we leren is, we zijn van Josia, dat hij zijn bekering niet bloos voor zich behield. Am wir door te doen, dat zijn ganze volk ook dat erlebt, wat hij erlebt had. Hij maakt zich dan grote aanstrengingen, dat volk tegen om Herrn te vieren. Wo steht het van dir met die? Hast du für die persönlich auch all den Herrn gesagt? Haft dat in dein Leben auch all diese große Veränderung gegeben? Und wo ist dat mit dein Zeichnis? Weiten andere, dat der Herr dein Leben verändert hat? Kämmerst du die auch andere, besonders deine Familie, dat die auch zu einer echten Bekehrung kommen? Der Josia wird die Zukunft von ein ganzes Volk zum Guten verändert. Durch die kann auch die Zukunft von deiner Familie, deiner Freundschaft, deiner Freund verändert worden. Bist du willig in Reid den Weg von Josia zu gehen? Wel we beten, lieve Herr, ik bid, dat du ons ook erwecken hast, dat du ook schenkst, dat vele wat het nog niet gaan, von dir sich bekehren worden, en an dein Wort sichern worden, in die vingen. Herr, ik bid, dat du viele Menschenleben von dir veränderst. Amen. Wenn je noch Fragen haben, über das, was je op dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op Wiedersehen hier.